Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um Holzstämme, eine Plage, die Malanserinnen und Malanser beschäftigt und sogar um eine Fahrerflucht. Darum machen Sie euch bequem, gönnen euch ein Neocitran oder schenken euch ein Konterbier ein. Jetzt geht's los mit dem Kater zum Morgen. Thema Baumstämme. In Unterfatz hat es vor kurzem eine Baumstamm-Auktion gegeben. Tönt strange ist es wahrscheinlich auch. Sie verkaufen dort einfach Baumstämme und etwa die zu recht stolzen Preisen. In Ragaz zum Beispiel hat es einen Bergahornstamm gegeben, den sie für 3'800 Stutz pro Kubik verkitscht haben. Ich finde das recht heftig für ein bisschen Holz. Die spannende Frage an dieser Geschichte ist, wer sind die Käufer? Es steht zwar, das ist eine Auktion, aber es steht nichts über Käufer. Wir gehen davon aus, es könnte vielleicht eine Handvoll Biber mit ausprägtem Geschäftssinn sein. Wuberkurva! Oder einfach dendrophile Leute. Wille, weißt du, was Dendrophilie ist? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Ist verständlich, ich musste auch recherchieren, aber es ist wirklich ein Ding. Dendrophile Leute fühlen sich sexuell erregt oder angezogen von Holz, wenn sie es anschauen oder wenn sie es berühren. Und eine Studie aus Stammheim zeigt, dass einer von 3 Leuten dendrophil ist. Wille, Stock im Arsch? Ich bin nicht dendrophil, ich schwöre. Ja, ich bin's auch nicht. Wie auch immer, als es nach einer friedlichen Versammlung tönt, für Jung und Alt, die sich einfach am Baumstämmen erfreuen, könnte auch eine Schattenseite mit sich bringen. In Chur sind kürzlich 2 Autos von genauso ominösen Baumstämmen zerquetscht worden. Wer dahinter steckt, wissen wir nicht. Dubios, ne? Schon? Könnte ein politisches Statement sein von der Biber? Kurva! Könnte ein Comeback sein von Felix Baumgartner? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall holen wir jetzt den Janik hierher, der das juristisch anschaut mit uns. Janik, komm jetzt. Ich will nicht. Janik, du nicht schwierig. Du hast gesagt, du machst. Nein, ich habe gesagt, ich will das nicht machen. Wir zahlen es Guinness, komm jetzt. Oh mein Gott, du sag nächstes Mal ein bisschen früher Bescheid, weil ich Ja, habe nicht jetzt mal auch Platz Zeit, für um dich. mich richtig anzulegen. Komm jetzt. Das ist peinlich. Da, ein bisschen näher. So. Maureen, danke vielmals für die Einladung. Auch dir, Wille. Gerne. Ja, sei es jetzt der Herr Baumgartner gewesen, die Biber oder die Baumfällerfirma selber. Jemand muss an dem ganzen Schlamassel schuld sein. Schauen wir doch mal in mein schlaues Büchlein. Genau, da steht's. In aller Regel ist der Verursacher vom Schaden schuld. Nach ZGB 679 könnte sogar der Grundstückseigentümer haftbar gemacht werden. Insbesondere dann, wenn ein Nachbar oder eine Nachbarin durch das Prachtexemplar von einem Baum einen Schaden erlitten hätte. Besagter Grundstückseigentümer kann dann aber auf einem Regressweg für die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen. Glücklicherweise ist aber bei diesem Vorfall niemand verletzt worden. Da sage ich nur Holz anlangen. Ja, was ist jetzt aber mit diesen Autos? Wem gehören die überhaupt? Sollten die Autos der Baumfällerfirma selber gehören, hätten wir einen klassischen Fall von einem Selbstschaden und die Firma müsste für den Schaden auch selber aufkommen. Darum sage ich nur Vollkasko. Fazit von dieser ganzen Sache ist also, schaut, dass ihr eine gute Versicherung abschliesst, sonst kann die ganze Sache nämlich ziemlich harzig werden. Danke, Janik. Danke. Scheiße, das mache ich nie mehr. Ich glaube, mir Ja. hat es gefallen. Bis zusammen dann. Auf Facebook gibt es hitzige Diskussionen darüber, ob Pferdemist wie jeder andere Mist in Malanz aufgenommen werden. Das ist ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Rössli sind vegan und der Pferdemist ist im Fall ein richtig guter Dünger. Ja gut, dann kann ich meinen veganen Hund einfach auf die Straße schießen und das nachher nicht aufnehmen. Und die Pferde schießen doch auf die Straße. Welche Pflanze bringt das denn bitte etwas? Ja, das schwemmt sich aus und das geht dann so in die Erde. Das ist im Fall schon gut für dich. Aber ich sehe es schon. Du müsstest immer so absteigen vom Ross und dann so den Mist aufnehmen und in so einen Robidog werfen. Das ist schon lästig. Das sehe ich schon ein. Ja. Wie gross ist das Problem tatsächlich? Wir schalten zu unserem Außenkorrespondent, Phil Taylor, in Malanz. Scheisse stinkt. Und die von der Gesellschaft am akzeptiertesten Scheisse kommt von Röss. Aber wieso ist das eigentlich so? Wenn Hunde auf der Straße schiessen, dann entfernen ihre Besitzerinnen das Zeug. Und Reiterinnen einfach nicht. Skandal. Aber es gibt noch Hoffnung. Da, in Malanz, bildet sich gerade eine Aufstandsbewegung. Malanzerinnen und Malanzer haben genug von dem Pferdemist und haben Reiterinnen endlich dazu gezwungen, ihren Pferdemist selber zu entfernen. Wir sind jetzt da, um Scheisse auf die Spur zu gehen. Es ist einfach zu viel und man fährt immer über den Mist und das ist nicht schön. Nein, stört mich nicht. Pferd ist schön. Schönste Tiere. Der Hundegegel ist so gross und der Rossgegel ist so gross. Ganz klar.
sie schießt ab und zu auf der Straße? Selbstverständlich, ja. Also, wo auch immer. Straße, Wiese, irgendein Board, das dann passt. Da ist der Mist sehr präsent und er stinkt auch. Und es gibt auch Flüge, die dann im Sommer da rumfliegen. Und es stört mich nach wie vor nicht. Ich habe keinen Stress damit. Es ist einfach grusig. Und die mit dem Kinderwagen zum Beispiel, das ist einfach blöd, oder? Und alte Leute, Kinder, stehen dir einfach in die Pfütze. Sie stehen dir auch in die Rostgegel. Ich habe nie gewusst, was ich komme zu Hause nachher. Oh, Schuhe, das ist so, ja, einzige, ja. Und danke, ja. Was hat dann deine Frau gesagt, als du... Sie sagen, ja, ich weiß, ich habe nach Schuld Kind gegeben. Ich denke mir, das ist schon jahrelang. Die Hunde müssen so schauen und die Rostbesitzer null. Wieso? Was halten Sie von Pferdebesitzern, die das nicht machen? Ja, das ist schwierig. Pferdebesitzer, Böllen aufnehmen, das ist schwierig. Ui, ui, ui. Boah, da war jemand noch nicht sorgfältig und ist 5 Minuten hinterher gekommen und hat den Pferdemist aufgesammelt. Wir finden das immer sehr lustig. Aber ansonsten, ja, für mich ist es stimmig, dass man abgestimmt hat, dass die Rösser weiterhin durchs Dorf laufen. Ja, finde ich gut. Für Kater zum Morgen, Phil Taylor. Uns hat ein anonymer Zuschauer geschrieben. Er wohnt in Chur und ihm ist etwas ganz Ekliges passiert. Schauen wir uns das Video doch mal an. Alter, what the fuck. Ich bin gerade meine Ski aus dem Service abholen. Und nachher wollte ich sie zurückbringen im Kellerabteil. Bringe ich sie zurück und nachher merke ich so, wie mein Schuh so klebrig ist oder so. Und es fängt so richtig an zu stinken. Und nachher sehe ich, dass ich halt in Scheisse gesteppt bin. Und dann checke ich so, wo ist das passiert? Schau da die ganze Spur. Und dann einfach da hat jemand einfach aus dem Keller geschissen. Es hat also jemand in seinem Keller geschissen und er ist reingestanden. Haben wir auch Fotos davon? Leck, mir ist das grusig, du weg mit dem. Und das wäre das eines nicht genug. Der Kellerscheisser ist zurückgekommen. Nicht nur nochmal, sondern zweimal. Auf das aber hat der Zuschauer dann einen Brief geschrieben. Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner, in den letzten 3 Wochen habe ich 3-mal Fäkalien im Keller gefunden. Es ist sehr belastend, wenn man sich im Keller nicht bewegen kann, ohne Angst davor zu haben, in Fäkalien zu treten. Liebe Grüße an alle, die nicht im Keller scheißen. Ja, dem schließen wir uns gerade einmal an. Und falls der Kellerscheisser am Schauen ist, es gibt auch andere Keller in Chur. Es ist einfach grusig. Es folgt ein Aufruf der Kantonspolizei Graubünden. Auf der Lenzer Heide hat sich kürzlich wieder ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer ist mit einem Kandelaber kollidiert. Am Autofahrer ist zum Glück nichts passiert. Darum die Polizei sagt, falls irgendjemand der flüchtige Aargauer... Geht's eigentlich noch? Ich versprich nicht die ganze Zeit. Ja, okay. Sorry, es tut mir leid. Falls irgendjemand den Autofahrer gesehen hat oder Spur hat von dem, meldet euch einfach unter dieser Nummer und ihr kriegt ein Goodie von der Polizei. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das romanische Wort vom Tag. Bist du gespannt? Ja, sehr. Unsere Sendung «Kater zum Morgen», darum das passende Wort «Kater». Und es heisst «Barbagat». Geiles Wort. Ein richtig geiles Wort. Und auch ein gutes Schlusswort. Weil in 2 Wochen sind wir wieder zurück und schauen, dass ihr Neocitran und Konterbier daheim habt. Weil dann sind wir wieder back mit Kater zum Morgen. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.